Ja, grüß euch, liebe Leute. Ja, heute möchte ich euch einen Text vorlesen, den ich gestern Abend in einem Wirtshaus geschrieben habe. Und dieser Text handelt von Lebensmitteln. Und bevor ich zum Lesen anfange, brauche ich ein bisschen was in meiner Gurgel, weil sonst der Trigger ja aus während dem Text geplapper. Schön goldbraunes Bierchen. Okay. Also genau, ich will den Text nicht, ich habe ihn auf Hochdeutsch geschrieben und ich will ihn nicht auf Hochdeutsch lesen, nicht weil ich nicht Hochdeutsch kann. Ich habe ihn vorher schon 4 oder 5 Mal aufgenommen auf Hochdeutsch und das ist mir dann zweit geworden und jetzt lese ich ihn auf sogenannter Umgangsdeutsch. Ne? Oder ein bisschen Wienerisch kommt wahrscheinlich auch rein. Aber er ist nicht so geschrieben, muss ich dazu sagen. Ne? Das ist ganz toll. Ne? Der Titel der Geschichte heißt Ohne Einkaufstasche. Ich betrat vorsichtig die Markthalle für Zombies. Doch meine Vorsicht verschwand im Nu, als ich bemerkte, dass mich kein einziger Zombie beachtete. Jeder Zombie war im Kaufrausch und war hungrig. Die Zombies kauften viele rohe Fleischstücke und verschlangen diese sofort. Die Fleischberge hinter den Panzerglasvitrinen wurden kleiner und kleiner. Die Fleischverkäufer waren, die Fleischverkäufer waren Stahlroboter. Wären sie Menschen gewesen, hätten die Zombies nichts gekauft und das Menschenpersonal gefressen. Doch die Stahlroboter waren so programmiert, dass sie sofort den Zombie in Stücke rissen, wenn er nicht binnen 5 Sekunden vor der Fleischübergabe 100 € der stahlharten Roboterhand aushändigte. 100 € war der Fixpreis für die Fleischration von 10 Kilo Rohfleisch. Ich bis da eben zum Marktschrei. Wollte ein Zombie mehr als 10 Kilo Fleisch kaufen, wurde auf der Stelle von einem Riesenhammer, der blitzrasch von der finsteren Markthallendecke herabsauste, erschlagen. Jetzt waren alle Glasvitrinen fleischleer. Mir wurde ein bisschen mulmig. Ich befürchtete, für die Zombies wäre ich eine leckere Nachspeise. Aber meine Furcht verschwand im Nu, als ich mich erinnerte, dass ich schon seit Jahrhunderten kein Mensch mehr war, sondern ein Vampir. Als ich das zu Ende gedacht hatte, überfiel mich plötzlich der Blutdurst. Eine Stunde später hatte ich über 200 Zombies leergesaugt und ihre blutlosen Körper zerfetzt. Alle Stahlroboter, sprich Fleischverkäufer, zeigten mir angewidert den Stinkefinger. Ich rief ihnen fuck you, fuck you, fuck you, fuck you zu und zischte aus der fleischstickreichen Markthalle.